Hartelijk bedankt voor het team in de piste, dames en heren. Dat tribune zijn bijna allemaal bedrijven. So, setzen Sie sich gerne wieder. Wir sind fast fertig mit dem Vorbereiten der Bahn. Dann geht es jetzt hier weiter mit der Horses to Fly Sportwettbewerb. Finale des Fahrens der Young Riders, der jungen Reiter und jungen Fahrer. Henk Dijkstra hat bereits sein Mikrofon und dann erteilen wir ihm jetzt auch das Wort. Henk. Ja, danke schön, Bert. Guten Morgen hier in der Halle. Ich würde Sie auch gerne noch einmal im Besonderen in dieser wundervollen Halle, in dieser Stimmung willkommen heißen. Wir hoffen, dass wir jetzt gleich einen der Höhepunkte dieses Wochenendes erleben werden, nämlich das Finale der Horses to Fly Indoor-Showfahrwettbewerbe. Die Vorrunden sind in Tolbert, Exlo und in Groningen ausgeritten worden. Wie gesagt, am 3. Januar letzte Woche die letzte Vorrunde. Und jetzt hier in Leeuwarden reiten wir das Finale aus. Die Reiter, die wir jetzt gleich sehen, sind die Zukunft unseres Sportes, sind junge Menschen, die den Sport in der Zukunft weiter vorantreiben werden. Und wir hoffen auf einen guten Wettkampf in diesem Finale. Die Jury besteht aus Frau Jenny Veenstra, dem Herrn Harry de Jong und Herrn Fetze Schrotzanus. Es gibt eine spezielle Jury für das Beurteilen der Gespanne. Wir sehen heute die beiden Damen, die hier die Gespanne beurteilen, haben beide selber auch Erfahrung im Fahren und in den Anspannen. Wir bitten Sie nun also um Ihre Aufmerksamkeit für unsere Teilnehmer, für unsere Finalistinnen, die an diesem Wettkampf teilnehmen. Sie werden in Kürze die Bahn betreten. Da sehen wir die Nummer 26, Dürk, ein Sohn von Tjalle 454, im Besitz von Jan Eppinga in Ueterep und wird durch Sam Outhoff geritten heute. Eben an die Bahnen gewöhnen hier. Und dann sehen wir jetzt gleich die folgende Kombination. Sobald die Wagen hereinkommen, werden also auch unsere Jurymitglieder, Harry de Jong und Fetze Schrotzanus, die Wagen selber auch anschauen und inspektieren. Wir sehen jetzt 215 Ölkje, ein Sohn von Alke 468, im Besitz von Stefanie Dietrich in Meinerzhagen in Deutschland und geritten heute durch Lukas Huxma. Wir würden die Technik bitten, ob die Werbebanner am Rand ausgeschaltet werden können. Das macht die Pferde nervös. Mit der Nummer 199 kommt herein Wikke de Wiek van Hilpen, Nachkomme von Torben 466, im Besitz von Marit en Jillis de Vries in Hindelopen und geritten heute von Janneke Volkertsma. Mit der 245
sehen wir jetzt auf der Piste Cecilia von Greifenstolz, Tochter von Bartele 472. Im Besitz von Ralf Reinhardt aus Brüssow und heute geritten von Lieke Lux. Die hat also tatsächlich auch ihren eigenen Fanclub mitgebracht. Den hören wir auf der Tribüne. Machen Sie vor allem auch mit, klatschen Sie, applaudieren Sie, wenn unser Wettstreit begonnen hat. Jetzt sehen wir hier die Nummer 184 die Bahn betreten, GBT Wart, Nachkomme von Torben 466. Von dem sind also 2 Nachkommen in diesem Finale mit von der Partie. Im Besitz vom Kramstar van der Villehuke in Sildbranter Büren und heute geritten durch von Jelte Hoekstra. 6 finalisten dus ontstaan na een drietal wedstrijden die u al even schetste. 6 Finalisten also für diesen Wettbewerb. Und ich habe natürlich die 6. Kombination vergessen. Meine Entschuldigung, das ist die letzte Kombination, last but not least. Die 307, Diesel Galloper von Oma 493. Im Besitz vom Stall Galloper in Berkel in Rode-Reis und heute geritten von J.R. Baumann. Und dann ist jetzt hier unsere Finalistenrunde auch komplett. Dann kann die Jury die Gespanne inspizieren. Die Jury achtet dabei darauf, dass auf die korrekte Art und Weise angespannt worden ist. Es wird kontrolliert, ob nicht irgendwelche verbotenen Hilfsmittel benutzt werden oder Techniken, die nicht zugelassen sind. Und die beiden Damen, Schüre und Langendijk, die unter Leitung von Frau Feenstra arbeiten, sehen sich dann auch die Kombinationen und die Pferde schon einmal an. Ich würde alle Teilnehmer darum bitten, einander den Platz zu geben, den wir brauchen für diesen wundervollen Sport, wenn gleich geritten wird. Dann können wir Pferde und Kombinationen so optimal wie irgend möglich auch an die Jury vorstellen. Es sind Pferde, die mitarbeiten wollen, sind schön. Sie arbeiten und laufen mit viel Schwung und Begeisterung. Und wir werden sie dann gleich auch in Aktion sehen. Es ist sehr schön, dass die Initiative ergriffen worden ist, um eine junge Reiter Wettbewerb ins Leben zu rufen, um den Sport weiter wachsen zu lassen. Wir sehen auch, dass mittlerweile viele der Fahrer, die in der ersten Generation der Young Riders gefahren sind, in den Seniorenwettbewerben teilnehmen und auch auf internationalem Niveau Preise gewinnen. Das heißt also, dass dieser Wettbewerb für uns und für unseren Sport sehr wichtig ist und wir tatsächlich eine gute Initiative ergriffen haben. Es ist ein sehr typisch niederländischer Sport. Wir haben etwa 40 Gespanne und Kombinationen, die im Moment reiten. Gelegentlich gibt es auch mal ausländische Gespanne, aber im Fall dieses Sportes sind es vor allem niederländische Pferde. Genau, die Inspektion ist erfolgreich abgeschlossen worden und dann können wir anfangen. Wir reiten jetzt also das Horses to Fly Finale der Young Riders.
Das, was ich hier mitmachen und erleben, ein begeistertes Publikum, wie wir hören können. Ja, sie jubeln und sie klatschen auf den Tribünen und das können gerne alle mitmachen, auch die Reiter- oder Gespanne-Kombinationen nicht kennen. Dann sehen wir in der Zwischenzeit, dass unsere Ringmeister hier einen Handwechsel angezeigt haben und alle Gespanne umdrehen. Da fahren sie. ...26, 2,45, 3,07, 199 und dann 2,15. Das ist die Reihenfolge, in der aufgestellt wird. Ich wiederhole 21, nein 26, Entschuldigung. 2,45, 4, 3,07 und dann 2,15. Das ist das Klassement in diesem Finale, das mit möglich gemacht wird durch die Sponsoren, die ich soeben genannt habe. So, dann sind wir aufgestellt und dann kann ich Ihnen erzählen, dass wir jetzt um die goldene, silberne und Bronzemedaille noch einmal weiter ausreiten müssen. Das ist ein außergewöhnlich gutes Finale gewesen hier heute. Die Young Riders auf den ersten 3 Positionen, Horses to Fly, reiten jetzt also um die ersten 3 Plätze. So, viel Erfolg, Damen und Herren. Wer kann also in diesem qualitativ hochwertigen Finale am besten abschneiden? Wir sehen edle Pferde und gute Kombinationen. Und sie dürfen natürlich mitmachen, mitfeiern und anfeuern. Und unsere Finalisten können gerne eine Show machen aus diesem Finale. Schauen, wie prächtig hier bewegt wird. Eine Dame, dann ein Herr, dann wieder eine Dame. De jury. 26. So, die Jury sagt 26. Zwei 45 und dann 4. Und das ist dann auch unser Endklassement. Der Gewinner der Horses to Fly Sportwettbewerbe 2024 ist bekannt. Einen herzlichen Dank für eine Erklärung dieses Resultates. Gebe ich das Mikrofon weiter an unseren Juryvorsitzenden. Guten Morgen. Wir würden doch gerne anmerken, dass Nummer 26 hier heute Morgen eine wunderschöne Vorhand hat sehen lassen. Für 2,45. Muss ich mal ganz kurz hier eben den Kollegen darum bitten, weiterzusprechen. Die Kollegin. Es sind wirklich gut gerittene Fahrten gewesen.
vor allem in diesem jungen Alter noch, dass sie das mal eben hier einfach so mitmacht. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Finalteilnahme. Für mich war durchschlaggebend, vor allem bei den jungen Reitern, die Art und Weise, wie das Pferd vorgestellt wird, dass freundlich geritten wird, dass das Pferd den Mund geschlossen hält. Und darum habe ich meine Entscheidung so getroffen, wie ich sie getroffen habe. Vielen Dank, Frau Feenstra. Und dann geben wir noch immer zur Stiljury. Danke sehr. Wir haben also auf den Stilpreis unser Urteil gefällt. Für uns ist es wichtig, dass man auch die Zügel anständig geführt werden, dass das Pferd gut steht, schön steht. Für uns hat die 199 gewonnen, Wikke de Wijk van Heijden mit Janneke Volkertsma. Danke sehr. Ich danke auch den Damen für diesen Preis. Und dann würde ich die 199 bitten, nach vorne zu fahren und diesen Ehrenpreis auch in Empfang zu nehmen. Dieser Preis ist gestellt von der Direktion der Sportkommission Schofa Sport. Wird jetzt also der Gewinnerin Janneke Volkertsma überreicht. Und damit ist die Art und Weise, auf die Janneke hier geritten ist, durch die Jury des Stilpreises als schönste und als stilechteste bewertet worden. Und darum erhält sie diesen wundervollen Preis und auch diese Wertschätzung für ihre Leistung. Wir gratulieren Janneke. Es gibt Fotos und dann würden wir dir noch eine Ehrenrunde gönnen. Eine Runde und dann am besten wieder aufstellen und dann gehen wir in die Preisverleihung des Klassements. Bitte einen großen Applaus für die Gewinnerin des Stilpreises, Janneke Volkertsma auf Wikke de Wijk van Hilpen. Dann darfst du dich wieder aufstellen und dann machen wir weiter mit der Preisverleihung. Das finale Klassement der Young Riders Finalen. Dann beginnen wir mit dem 6. Platz mit 24 Punkten. Die 215 Ülkje mit Lucas Hoeksma. Auf dem 5. Platz die 199 Wikke de Wijk van Hilpen mit Janneke Volkertsma. Mit 28 Punkten. Die 307 auf dem 4. Platz Diesel Galloper mit J.R. Baumann. Und dann kommen wir in die Medaillenplätze. Bronze auf dem 3. Platz mit 29 Punkten. GPD Waarts von Jelte Hoekstra. Und dann wird es spannend, meine Damen und Herren. Lieke Lux war nämlich die unangefochtene Spitzenreiterin bis heute. Und heute hat sie so genauso viele Punkte wie Sam Outhoff erreicht. Aber der letzte Wettstreit ist durchschlaggebend und darum gibt es 38 Punkte für den 1. Platz. Für Dirk mit Sam Outhoff auf dem 2. Platz. Also Lieke Lux mit Cecilia von Greifenstolz. Auch 38 Punkte.
Aber gewonnen hat also Sam Outhoff mit Dürk, das Gespann der Nummer 26. Spannend hier heute im Finale. De sportcommissie, voorzitter Johan Boeteman, penningmeester Udo de Haan, Karin Pieterveld, bestuurslid. Sie hörten die Namen der Direktion, der Sportkommission des Dressurfahrsports. En ondertussen is er daarna een strijdboer gegeven om die vrije teken uit te reiken aan Sam Outhoff. Und dann wird mittlerweile auch der Decke an unsere Gewinnerin Sam Outhoff zu geben. Es war spannend. Ich habe das Gefühl, dass du auch selber ein bisschen beeindruckt bist. Ja, das glaubst du, das stimmt. Ich habe nicht erwartet, heute hier gewinnen zu dürfen. War schon auch spannend, oder nicht? Und Lieke hatte so eine große Chance und du hast trotzdem gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und wir genießen hier noch eben gemeinsam. Dürk und du, ihr dürft noch eine Ehrenrunde reiten. Na, Lieke, wie ärgerlich für dich dann aber. Du hast die ganze Zeit als Spitzenreiterin in diesem Wettbewerb teilgenommen. Aber natürlich trotzdem fantastisch gestritten hier heute. Und wir möchten auch dir einen herzlichen Glückwunsch ausreichen. Vielen Dank. Und dann haben wir Jelte Hoekstra auf dem 3. Platz. Das war Friesisch und das spricht ihre Dolmetscherin leider nicht. Immer noch Friesisch. Wir gehen davon aus, dass beide Herren sehr zufrieden sind und überbringen auch von der Dolmetscherkabine aus unsere herzlichsten Glückwünsche. Und wir möchten dann auch sämtlichen anderen Teilnehmern danken und gratulieren und allen Menschen, die diesen Wettstreit möglich gemacht haben, danken. Und dann gibt es jetzt noch die Ehrenrunde. Wir genießen die Ehrenrunde von Dürk und Sam Outhoff, die heute die Horses to Fly Indoor Dressur Showfahrt gewonnen haben. Wir warten noch eben, bis auch der letzte Preis ausgehändigt worden ist, die letzte Rosette am Pferd angebracht ist. Das ist dann jetzt auch passiert. Dann hoffe ich, dass Sie auch alle Spaß hatten und jetzt hier mit dieser Ehrenrunde mit voller Begeisterung mitklatschen und applaudieren. Und sich genauso freuen wie wir, dass wir diesen Wettbewerb 2024 so großartig abgeschlossen haben. Machen Sie ruhig mit der Musik, meine Damen und Herren. Klatschen Sie, freuen Sie sich, feuern Sie unsere jungen Reiter an. Das ist unsere Gewinnerin nochmal. Lassen Sie nochmal alles hören für unsere Gewinnerin Sam Outhoff. Das war dann schon wieder das Finale der 4- und 6-jährigen Pferde der jungen Reiter. Und ich gebe das Wort wieder meinem Kollegen Berz. So, Dankeschön, Henk Dijkstra. Immer schön die Horses to Fly Dressurfahr-Wettbewerbe, vor allem bei den jungen Reitern.
Wir werden jetzt eine weitere Klinik, einen weiteren Workshop sehen. Gegeben wird dieser vom Friese Zeugpaard, dem friesischen Showpferd und Gespannpferd. Die nationale Meisterin in der Damenklasse wird diese Klinik geben, Mechthild van der Kooi. Wir sehen gleich erst 2 Pferde an den langen Leinen. Wir sehen Wettbewerbswagen, unter anderem Mettelige Lüks, die wir gerade auch bei den Horses to Fly gesehen haben. Wir sehen 2 typisch friesische Chais in verschiedenen Zweiergespannen.